Sesamstraße. Sesamstraße. Olle Göffi, Herr von Böllefeld. Ui. Habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Das ist der Conny. Hä? Ja, der hat irgendeinen Pogelpuschlauf heute, glaube ich. Und das ist der Florian. Hallo. Ja, der hat auch, was steht drauf? Ich bin wie ein dickes Kind, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das ist Spätzewirtschaft. Da der Herr Kanter wieder alles auf den Tisch ausgeschüttet hat das Intro jetzt ein bisschen länger dauert. Ah, es tut mir leid. Schuld ist der urborisch Eichenthaler Helles Sepp. Ja, hat er gemeint, der Gute mag den Gustl nicht. Alle in die Kommentare eine Kanter absagen. Um was geht's heute? Zeichentricks. Punkt. Passt? Ja, gut, Merci. haben wir's. Hab ich dir Servus. Doch irgendwas. Hab ich Servus. Die Frage an wen, das könnt ihr euch aussuchen, was ist aus deiner Kindheit der Sender deines Vertrauens, wo deine Zeichentricks gelaufen sind? Ja, Kika und Super RTL. Das waren eigentlich, ich hatte zwei. Ein Kika habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm Ja, gehabt. Da hab ich sind natürlich jetzt ein alt. bisschen drüber nachgedacht, heute bevor wir aufnehmen, aber einen Kika habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Da ist doch ab 6 dann wieder Sandmann gehen. Na, der, Kleiner Sandmann. war der Sandmann nicht am ersten, sind wir ehrlich? Der war, glaube ich, auf ARD, oder? Ist der Ja, Kinder auf dem Sandmann? ersten. Der war am ersten um 10 vor 7, weil da kam der kleine König. Ja. Also den habe ich so Es gesehen. ist doch auf dem Kleine Kika. Prinz, oder? Der kleine König. Ja, oder der kleine Prinz. Ah, scheiße. Bei mir ist mir erst der Sandmann und dann Onkel Werner. Der kam manchmal auch vor dem Sandmann. Oder mit dem Sandmann. Der Onkel Werner kommt vor dem Sandmann, während dem Sandmann und nach dem Onkel Sand Sandmann. in die Augen und Saal im Mund. Herzlichen Glückwunsch. Ist nicht um Simi der Kika dann zu einem anderen Kanal geworden? Ja, Oder um irgendwas war 8 da. oder irgend sowas? Da ist das dann Comedy Central geworden? War das, haben sie die Ja, zwei irgend Stars sowas. erteilt irgendwie? Irgend sowas. Ist der Und nicht später irgendwann ist er doch in der irgendwann Nacht, gerade noch Bernd, genau, da ist dann die ganze Nacht Bernd das Brot gelaufen. Und hat dann irgend so ganz unlustige Sachen gemacht, so ein Bild geredet und auf der anderen Seite wieder rauskäme. Das war und aber dann- schon lustig. Ja, aber der hat halt immer das willst Wie du- da oft willst du bist vorher du daheim geguckt, wenn du Vollgas besoffen warst, hast du einen Bernd aus dem Brot angeschaut und hast dich köstlich amüsiert. nie. Nicht so oft vorgegeben. Nein, da Nicht so nicht. oft vorgegeben. Nein. Nein. Aber den habe ich echt nichts abgewinnen können, dem Scheißdreck. Ich weiß nicht. Bernd das Brot? Ja, ich habe das ein paar Mal auch versucht, weil jeder Nicht gesagt oft. hat, Alter, sauf dir mal voll zu und dann schaust du dir so. Und dann haben wir gesagt, nee, ich sauf doch nicht. Dann hat man dann trotzdem angeschaut und dann sitzt du da und denkst du so, ich weiß jetzt auch nicht, da gibt es lustigere Sachen, die man sich so vorschauen kann als Bernd das Brot. Das ist halt kurz einmal lustig. Erst einmal lachst du über, ja, Bernd das Brot. Dann steht er der da, behindert wie er halt ist, flucht dort zweimal, macht irgendeinen Scheiß. Und dann merkst du, das ist die ganze Zeit dasselbe Scheiß, was ist das für Behinderung? Ja. Mich würde ja interessieren, ich möchte den Typen jetzt sehen, in dem Moment, wo ihm das eingefallen ist, wo er zu dem Sender gegangen ist, hat das gepitcht, hat ihm das gezeigt so, und hat gesagt, und vor allem dann den Sender, der sich denkt hat, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Das lassen wir 12 Stunden in der Nacht laufen. Nein, stopp. Irgendwann ganz spät in der Nacht ist dann das Lagerfeuer gekommen. Das war aber Super RTL. War die Super RTL? das war Super Super RTL. RTL. Mit dem Okay. ewigen Feier. So, Oh, das war schön. heute jetzt um Zeichentricks. Wir haben noch nicht einen Sekunden über irgendeinen Zeichentrick Nein, Bernd das geredet. Brot ist nicht gezeichnet. Wobei es hat eine gezeichnete Version Ich gegeben. wollte jetzt gerade fragen, da gibt es eine gezeichnete Version, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung. Aber unsere Sender, glaube ich, waren eher Sat1, RTL 2, RTL und das Zeug, oder? Bei Also mir wir ist noch- ganz stark Pro7. Pro7 war dann auch noch genau, aber ich glaube, dass sie diese Sender haben sie doch damals so vor allem von unsere ganz Kleinen, also mal so 3, 4, 5 Jahre alt bis ins heranwachsenden Alter, haben sie die ganz viele Zeichentrickserien, die man sich angeschaut hat, geteilt. Also da ist Das so, weiß ich nicht da mehr. ist überall irgendwo was gelaufen, wo ich gesagt habe, geil, das kaufe ich mir auch. Also bei so mir war ewig her. gerade, an was ich mich am allerkrassesten erinnere, ist einfach am Wochenende, Samstag und Sonntag von 5 bis 6 in der Früh bis so früher Mittag bis 11, 12 Ja. nur Zeichentricks gekommen sind. Nur, und da war es halt einfach nur Pro7. Und da ist Und dann da kurz fallen vor mir so 12 zum Schluss, glaube ich, ist dann immer nur Gänsehaut gekommen. War zwar Mittag kein umeinander. das war zwar kein Zeichentrick mehr. Es hat irgendwann hat's umgeschwappt in so, wie nennt man das? Live-Action-Filme halt. Also Ja. in Serien, Kinderserien halt auch. Und da bin ich aber meistens dann schon wieder abgehauen, weil die haben mich nicht interessiert. Die waren Ja, alle okay, schlecht. ich bin bei Gänsehaut bin ich noch sitzen geblieben. Das war das Einzige, Ja. was ich noch sehen wollte, weil mir das Horrorzeug schon mal ein bisschen gehabt hat. Und ja, es war halt Horror für Kinder. Die Bier War nicht gehabt. für- war Ja, aber nicht immer für noch Bier. Da stehen glaube ich sogar noch bei. Da 3 oder 4, 5 Bier stehen da unten.
Ein Doppelband und drei Weizenbier. Ich habe aus der Für die Kindheit. jüngere Generation, was war Gänsehaut? Weißt du Gänsehaut nicht? Tatsächlich gar nein. nicht. Das Nein, war so sagt mir Grusel. überhaupt nichts. Ich kenn's gar nicht. Ich hab mir da gewundert, Jahre später, dass da überhaupt so eine Serie gegeben hat. Bei mir war, ich habe Bücher kennt. Ich habe nicht viel gelesen in meinem Leben, glaube ich, habe ich 2 Handvoll Bücher gelesen, das war's. Aber die waren dabei, ein paar einzelne, so 5, 6. Das ist ein Grusel, also Kindergruselbücher haben das. Aber die waren schon gruselig. Ja, da waren Also ein paar wenn's Sachen das- dabei als Kind. Ich erinnere mich, was habe ich gehabt? Da war so ein, die haben nicht da oben. Da wo so eine grüne Pflanzenhand durch dir durchsteckt. Da wird irgendwie, der Bab funkt mit so Pflanzenscheiß umeinander und dann werden da so Pflanzenmenschen draußen, die fressen dann die Leute und lauter so einen Kack. Dann noch so ein Geisterhaus habe ich noch gehabt. Dann so ein Sprecher, die Puppen, die sind sowieso immer schlimm. Puppen geht überhaupt nicht. So Bauchrednerpuppen, die sich dann verselbstständigt. Mit Mumie, es hat so eine Folge mit einer Mumie gegeben, die weiß ich auch noch, dass die ultra gruselig war. Und eins, das, was mich damals am meisten fertig gemacht hat, das war so ein Camp, da haben es Kinder immer hingeschickt, die ein wenig schwer erziehbar waren, und wenn das nicht funktioniert hat, dann sind die Kinder dann für immer praktisch in dem Camp eingesperrt worden und durch Klone, die brav sind, ersetzt worden. Das hat mich früher als Kind fertig gemacht. Weil man dann gesehen hat, dass die Kinder dann irgendwo im Keller alle eingesperrt sind und einfach ein Klon von ihnen heimgeschickt worden ist. Was soll das? Das war's Ja, gut. ist aber auch immer noch kein Zeichentrick. Weißt du, was die Leute hören wollen, wenn wir über Zeichentrick schmerzen? Ich schaue Zeichentrick. Bum, 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 bum. Oh, Balu! Sehr schön. Oh ja, das ist das nächste. Die erste Zeichentrick-Melodie, die dir in den Sinn kommt, wenn du an Zeichentricks von früher denkst. Florian. Oh Mann, das ist peinlich, aber es ist Kim Possible, aber Kim Possible hat mich auch sehr geprägt. Was ist da in meiner peinlich? Jugend. Ja, die hat mich. Ja, Da liegt der Sailor Moon Box vorne. ja, Sailor Moon ist erst in Heiden auf dem Festival. das haben sie als Intro auf dem, auf dem Minusmoos und 257er Konzert haben sie Sailor Moon Little gespielt. Richtig gut, ja. Pokémon, Digimon und Sailor Moon ist gelaufen als Intro. Da haben wir doch schon mal 3 Zeichentricks. Digimon oder Pokémon? Pokémon. Dumme Frage eigentlich. Wer Digimon- Haben wir eigentlich schon mal fast gehabt, ja. Ich habe Digimon automatisch peinlich gefunden. Digimon, das waren die Leute, die wo Schlangen und Reptilien da haben. Das Augenbild Ja, ist aber genau. noch mit dem Schärmschlüssel Wobei rum. ich sagen muss, mir hat die erste Staffel dann, die ersten 2 Staffeln hast du anschauen können. Das war eigentlich dann ganz cool, wenn du mal ein bisschen von deinem Pokémon-Hass-Train runtergekommen bist und hast gesagt, okay, gib mir mal eine Chance. War cool. Ich kann dem Comic Danach eine hast du es aber Chance nicht mehr anschauen können, den Scheiß. Das war so ein Ich Mist. weiß danach. gar nicht, das waren nicht digitale Monsterviecher, Ja. oder? Das war so Digimon. Ja. Aber ich habe Agumon keine Ahnung. digitiert zu... Digitiert. Ja, digitiert. Digitiert, ja. Digitiert. Waren aber cool heute mal alle Zeit. Und sie haben kurz Nein. Lieder gehabt. Das Intro-Lied von Digimon ist besser gewesen als das Pokémon. Leider ja. Leider Da ja. weiß ich weiß ja nicht mehr das Pokémon-Lied. Poké-Rap weiß doch jeder. Poké-Rap. Poké-Rap. Ja, Rap der mal. war immer am Ende. Der war immer am Ende, der Rap den mal Poké-Rap. bitte. Ich kann den nicht mehr. Verstehe ich nicht. Ach komm. Nein, ich kann den wirklich nicht mehr. Nein, ich kann den Pokémon Rap. Das war übrigens auch nicht meine Frage, was für Zeichentrick das da als erstes in den Sinn kommt, sondern was für ein Zeichentrick-Intro. Ja, genau. Sing mal das Kim Possible. Little. Oh du Mann, bist- nein, ich kann überhaupt Doch, nicht du singen. singst und du wirst schön Tu es. singen. Tu es. Los jetzt, sing schön. Na, Sing na, uns schön. Leider nicht. Leider nicht. Was kommt dann? Aber was, Ist mir das dann so- also was mir wirklich in den Sinn kommt, ist typisch Andy. Also diese Musik, diese typisch Andy. Wow, das war richtig geil. Aber das habt ihr jetzt auch noch geschenkt, typisch Andy, war das so? Ich Wie war Oder das? das ist, so, das ist schon 3D animiert gewesen, oder? Mit dem, Nein. der Typ mit dem großen Kopf und mit der komischen Locke davon. Das ist typisch Nein, du Andy. meinst an Jimmy Neutron, Ja, meinst du? Den habe ich gehasst, der war voll behindert. Ja, Was aber denn das cool? typisch Andy, das war so ein Typ, der halt nur Streiche gemacht den ganzen Tag. Der war nicht gezeichnet, gell? Das war aber kein Zeichentrick. Doch, Doch. hab ich doch gerade gesagt. Das war bei mir der Dennis. War Dennis. Dennis Da the bin ich Menace. Dennis, da habe ich Kassetten davon gehabt von Dennis. Kassette hat es auch eine Realverfilmung davon gegeben und die war nicht so gut. Als Kind merkst du das Als- nicht, da war, ja. hey, Dennis-Film, ja, aber das ist richtig übel. Ja. Mr. Da Wilson! hat es so eine geile Folge gegeben mit Was ist Dinosauriern. los? Beim Dennis? Was hat der mit Dinosauriern? Ich weiß nicht, der war irgendwann mal mit bei Der den scheiß Pogo-Puschel auf deinem Dezem, der verwirrt mich. Ich schwitze wie ein Arschloch unter dem Ding, das ist unfassbar. Ja, das freut mich. Na, mich nicht. Das klang so, dass ich fett bin und schwitze, muss ich mir so ein Ding auf den Kopf Ja. setzen. Ja gut, du bist auch dumm, wenn du das jedes Mal tust. Jetzt mal. Von der Tat. Von der Fett sein, Tor. meinst du jetzt? Jedes Mal. Selber schön, jedes Mal fett Das bist. ist unglaublich. Wer dünn jetzt? Geh mal woanders hin, sei fett. Mehr Zeichentricks. Mehr Zeichentricks. Du kennst doch bitte, das verzeih mir nicht, Natürlich dass du 2 Stück kennst. hau doch Bitte ab. nicht, Florian. Hau doch ab, natürlich kennt Das, man wenn nicht so. aufhört, dass er gerade 2 Sachen über sagen kann zu jeder Folge, dann mal flippe in ich Ruhe. aus. Flippe aus. Was noch? Was noch? Alfred J. Quack. Alfred Jodokus Ja, was? Quack. Nee, das ist nicht so. Das hätte mich jetzt interessiert, ob man das weiß. Na,
Weiß ich nicht. Kannst du das immer nachschlatzen? Jodokus Quark. Jodokus, richtig, ja. Wenn man Ja, es das ist aber Jodokus. jetzt nicht mehr gewusst, ne? Jodokus. Warum bin ich Oh, so Jodok. fröhlich, so fröhlich, so Mit fröhlich? so einem Ja, halbrussen Slang. gesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ja, komm, das ist Nein, das wir ist ein, mal. ja, kein Russen Was haben wir Slang, noch? aber Da geht mehr, Florian. Mann, jetzt fuck. Du kannst nicht in die ersten, Doch, wo haben wir natürlich. 11 Minuten schon im Arsch sein. Nein, ich bin nicht im Arsch. Der war voll im Arsch. Na, also, was ich angeschaut habe, waren nur die Dinos. Tatsächlich. Ah, Dinos. Das liest doch nicht jetzt immer- bloß von da vorne ab. Nein, was das das war alles nicht ist. die Mama. Da hätte man so, Nein. da hätte man so Nee, Lied aufstellen immer. müssen, wie Nein, beim, das war beim nicht die Mama. Probenschreiben, damit war aber einfach, Ja. da muss, Die ich Dinos muss, hab ich ich auch muss ja sehr bis heute noch lachen, wenn es einfach Und nicht die Mama! Und dann nimmt er die Pfanne und haut seinen Papa am Schädel. Dann muss ich was lachen. mein war immer tatsächlich, gut. meine Und da, wer Hassserie noch? damals war, das war Hey Arnold. Habe ich auch nicht mehr. Oh, der war- Football-Schädel, Ja. den habe ich voll vergessen. Ja, das stimmt. Der Der hat war- mich richtig Scheiß genervt. Der war sehr Football-Schädel. schlecht, ja. Der war tatsächlich. Da fällt mir automatisch Disneys große Pause ein. Das habe ich eigentlich schon mengen. Ja. Habe ich schon mengen. Ich weiß nicht, so 50-50. Ich habe es zwar angeschaut, aber ich habe es nicht richtig mengen, aber auch nicht richtig gehasst. Das ist nebenbei gelaufen. Das ja, Doch, ja, doch, war so, doch, ich hab die schon recht gut neutral. gefunden eigentlich. Da hat es doch dann auch einen Film gegeben, oder? Ja. Disneys große Dort später, Pause. Ja, doch, das später mal Ich habe Film zwar auch gegeben, nicht gesehen, aber ich glaube, aber ich glaube, das war Zeichnet auch, oder nein, Live-Action? Das war Nein, Live-Action, glaube ich. Nein, voll das eine, behindert. glaube ich. Ich glaube, es hat aber ein normaler angegeben. Gibt es Bei der irgendeine Mojo. gute Live-Action-Verfilmung von irgendeinem Zeichentrick? Egal jetzt, ob das Animes ist oder alte Zeichentricks von damals. Seien wir uns ganz ehrlich. So Sachen wie zum Beispiel Turtles. Ja, haben wir letztes Mal beim Spielzeug schon drüber die geredet, aber jetzt haben wir bei den 90er-Filme, Zeichentricks. Die 90er-Filme Turtles, Welt. Ja, als Kind haben die Welt. Immer noch, bis auf den dritten Teil, ersten 2 Teile, immer noch Welt. Mehr ich nichts Ja, hören die sind nie dagegen. erwachsen worden. das Hau ist der das. Bierflasche über den Schädel, wenn es mal Hat dagegen er ist. ist halt einfach, weil er als Du hast es doch nicht mehr 8-Jähriger gesehen, du kannst gar hängen nicht mitschmerzen. Na, aber ich kenne die. Wenn Turtles jetzt Das ist, habe ich gefeiert, als Kind sehr sogar, aber das ist noch nicht so lange her, ein paar Wochen ist her, da habe ich mir alle 3 angeschaut. Ehrlich? Ja, leck mir mal, scheint die Filme schlecht. Na, voll geil, Alter. Tut mir leid, die Filme haben so schlecht, also das ist halt einfach die absolute Billo-Produktion. Das kennst du halt als Kind nicht. Brutal, wie schlecht die Filme sind. Geil sind's. Also unglaublich schlecht gealtert haben diese Filme. Da kann man übrigens die Turtles-Kostüme kann man kaufen. Für Zehntausende von Dollar irgendwo. Die Ja, haben voll- kauf ich. Ja, kaufst. Alle. Ja. Warum liegt da kein Turtles-Kostüm nicht vor? Ich habe Turtles T-Shirt. Der weiß er noch nicht hat. Turtles-T-Shirt, ja, aber es ist aber auch kein altes. Es ist schon New Style Art. Ja, So Mischung aus mittel. alt und nein. Ja, Ein bisschen. ja. Bisschen eher so die Comic-Richtung, weil im Comic waren sie ein wenig gastiger als im Zeichentrick dann. Im Comic war das war ein Erwachsenen-Comic. und zwar sehr. Hero Turtles. Das ist das mit Abstand superstarke beste Hero Intro-Lied, das Turtles. jemals gemacht wurde. Und Ja. zwar, ich möchte nichts hören, nur auf Englisch, weil besser halt dein ahnungsloses Maul. Der Frank Zander hat das Ding eingesungen und die Stimme und der Zander Flow Franzi. und die, richtig geiler Scheiß. Welt. Richtig geiler Das ist Scheiß. allgemein, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon, weiß nicht, was jetzt zurzeit diese ganzen naja, animierten Dreckskinderserien, haben die überhaupt so geile Intro-Liedl, weil die Dreckskinder, was? Dreckskinder, genau, und Serien auch. Haben die überhaupt noch so geile Intro-Liedl, wie man es mir bei unseren Serien früher gehabt haben? Weil es ist Weiß ja ich nicht. fast egal, welche Serie, dass man sich angeschaut, da war jedes Liedl war ein Ohrwurm. Ja. Also, aber wirklich jedes und auf Pass jeder auf, Party. ich weiß mit was ich anfangen kann und mindestens einer von euch kann ja, und weitermachen. auf jeder Party, nach ich nicht. 5 halbe, ist einfach geil, das Psuffer mit zum Grölen. Gummibären, überall. Ich finde so, der Gummibären-Soundtrack ist so die kleine Schwester von Rage Against the Machine und Leimer du deine Turnschuhe. Ja, da so- möchte ich am jeden immer bloß eine aufs Maul hauen dafür, dass wir diese Lieder kaputt Du gemacht musst einmal haben. Gummibären auf Russisch, glaube ich, anhören. Da brichst du zusammen. Gummiblatt! Nein, Gummiblätz, ja. Blatt, 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 Also ich gebe gerade eine Empfehlung aus, Blatt. wenn's googelt jetzt gleich mal schnell ein Ding her, Gummibären-Intro auf Russisch, sprichst zusammen, das ist Weltklasse. Sollen wir uns eigentlich eine düdeln jetzt? Ja. Yeah. Mit Sicherheit, da wenn ich jetzt mit am Anfang kann, mindestens einer von euch weitermachen. Mila kann lachen Wie die Sonne beim Fujiyama. War meine erste große Liebe mit Mila. Mila. Mila Superstar. Deine erste große Liebe war Kim Possible. Nein, aber Mila das verstehe ich Kunis. aber. Das war der Andi. Bei mir Mila Kunis, ja. Die Milka Kuis, ja genau. Die auch. Das Rangel geschlägt. zweimal. Von der Milka Kuh oder von der Mila? Milka Ja, schau mir an. Superstar von oder wem? Kunis? Alle. Kunis Alles. Lingos? Kunis. Kunis. Die Lingos? Goonies. Kunis. Goonies. Kunis. Kennst du Goonies? Fragen wir das nicht, weil es so peinlich. Wobei ich muss Florian, sagen, ich weiß nicht, Lass was mich sie doch. in einer du bist Kinder genauso gemacht hat. Das dämlich. ist richtig krass. Wir haben uns ja schon mal gesagt, ich mache nebenbei einen Podcast, einen Filmpodcast und wir sind zu dritt und einer von uns 3 hat auch die Goonies noch nicht gesehen hat. Das Also, ist, da gehört der zugekaut Mike hat es eigentlich. damals richtig gesagt und du möchtest in einem Filmpodcast mitmachen. Da gehört zugekaut. Mittlerweile hat er nachgeholt, also vergeben. Zu spät, der konnte das Feeling gar nicht haben. Das stimmt eigentlich, ja. spät. Zu wenig, zu spät. Ja, ist Super gemacht, So Corby. furchtbar, zum Kotzen. Zum Kotzen. Serien am Samstag. Hat es das bei dir nicht mehr gegeben, Samstag und Sonntag?
Nein, also eigentlich war nur dieses Samstag, Sonntag in der Früh, dass du aufgestanden bist, vor die Eltern wach warst und die Eltern wollten liegen bleiben und du hast dann einfach... Du hast Applaus gekriegt, das haben wir schon mal gehabt da. Applaus, ja. Immer weniger bin. Ja. Du schaust du die Serie noch, Florenz. Bleib da sitzen, Florian. Ja, fast. Was ist da noch so gelaufen? Raus damit. Boah, es ist alles mögliche Muss gelaufen. dir ja nicht gefallen haben, was da so gelaufen ist. Ja, es waren ja, wie hat die geheißen, Oggi und die Kakerlaken. Oggi und die Kakerlaken! Der hat auch so einen geilen Soundtrack, der mal auf der Zunge liegt. Und der hat doch das ist so ein Psychoscheiß gewesen. Oggi und die fucking Kakerlaken. Der hat doch der Dirk Bach Legende. geschwätzt, die Geschichten dann alle, oder? Ich glaube, dass der Dirk Bach diese Geschichten alle erzählt und waren das nicht immer Reime? Weiß ich nicht mehr. Boah, jetzt fangen sie mich an. Weiß ich nicht mehr, aber... Es ist, glaube ich, wie beim Pink Panther. Der ist ja auch in Reimen alle erzählt worden, der Pink Panther. Das stimmt, ja. Ja. Wie das bei Oggi und die Kakerlaken war, weiß ich nicht mehr. Ich kann es jetzt auch nicht mehr sicher sagen, aber es war Weltklasse. Und ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass der Dirk Bach den geschmerzt hat. Gott hab ihn selig. Dirk Bach, kleine Kartoffel. Perfekt beschrieben. Tüfte. Das haben wir ja schon. Links Mit geschenkt, einem Verleihen darf. Tüften. Kartoffeln. Kartoffeln. Ah. Ich frage mich, wo die ganzen guten Serien bleiben. Ja, so Batman hat eines der besten lecker. Intros, die sie jemals irgendwo gemacht haben. Batman of the Future oder Batman The Animated Series? The Animated Series. Geil. Geil. Ja, also eines der besten Serien. Ghostbusters. Benjamin Und zwar die Oldschool. Benjamin ja, Blümchen. Benjamin Blümchen auch. Liegt da nicht irgendwo Benjamin Blümchen oder ein Bibi Blocksberg Ja. liegt umeinander? Oder was ist Ja, umeinander? Sailor Moon. Aber Slimer liegt umeinander, weil wir gerade bei Slimer! Ghostbusters waren. Ja, Slimer Ja. sogar. Ich verstehe zwar nicht, was das für ein das soll eine Masken sei, für was hab- für ein Kopf für ein Neugeborenes. Nicht einmal für das. Die ist einfach so Was begeistert. Da kriegen nicht mehr mein Die war sau billig irgendwo im Sale und dann haben wir gedacht, ja, ich bestelle mir gerade T-Shirts in dem Laden und dann haben wir die Masken bestellt. Also für die Leute, die gerade zuhören, wir haben da ein paar Sachen auf dem Tisch liegen, das Ganze gibt es auf YouTube, suchst nach Speziwirtschaft. Was liegt denn da so? Sailor Moon. Sailor Moon habe ich nicht mengen. Aber es hat immer, und ich habe das nie verstanden, bei Sailor Moon hat jeder in der Schule so, du musst das Sailor Moon anschauen, wenn sie verwandelt ist, Nocker. Da denke ich mir so, ich als notgeiler, junger 18-Jähriger, habe dann gedacht, geil, schau ich mir an, mich auch Nocker die Sailor Moon singen. Die ist nie wirklich Nocker zum Singen. Also an alle Jüngeren, die zuschauen und jetzt wird euch verzeiht, dass du Nocker die Sailor Moon sagst, nein, du sagst das nicht wirklich Nocker. Für das musst du auf eine andere Seite gehen und Sailor Moon mit 3x schreiben. Dann wirst du schon Nocker Sailor singen. Moon.xxx. Genau, dann wirst du auf alle Fälle sagen, dann sagst du Sailor Food. Sailor Food. Auf SailorMoon.xxx kommt Sailor Food. Weißt. I think I downloaded the wrong Sailor Moon Staffel. Was waren allgemein bei euch eher so Animes, also erst so das Japanerzeug oder damals nur Noch das nicht. Ami? Bei mir war es Ami. auch, am Anfang war es halt eher so, Ami-Zeug. was wir schon aufgezählt haben, auch vor allem die Disney-Serien halt sowieso. Dieses wieder so ein, Weltklasse. so ein eigens Ding, einmal die Disney-Serien, die aus den Disney-Filmen entstanden sind. Es hat Genau. dann eine Timon und Pumba-Serie gegeben und eine Aladdin-Serie Ariel und hat's eine auch gegeben. Ariel-Serie hat es gegeben. Timon Ja. und Pumba Da war die noch weiß, Weltklasse. oder? Timon und Pumba war Weltklasse, ja. Und die war Weltklasse. allgemein der König der Löwen, ich weiß jetzt nicht, wir haben ja bei Serien, lassen wir die Disney-Filme einmal noch weg. Das ist eine eigene Folge wert. Fast eine eigene Folge wert, irgendwie die Disney-Filme hast du auch gesehen. Oh, Was war Disney der- und ich waren gute Freunde. Ja? Wehe, Nein. du kennst wieder bloß der König der Löwen und der Glöckner von Notre Dame und dann war's es. Und hau dir noch einen Nosch, Florian. Welcher Glöckner? Der von Bruchtal. Von Bruckberg. Berg, ja. Von Lauschberg. Da gibt's in jedem Dorf gibt's so einen Glöckner. Ja. Spatten, Der Glöckner von, und der Vorname ist Werner. Ami-Serien, hauptsächlich Ami-Serien, nicht Anime-Serien. Die haben erst später gekommen. Hast du MTV noch mitgekriegt? Ja. Und Animes geschaut? Mein einziger wirklich guter Anime, das war auch der einzige Anime, wo ich dann Bücher von hatte, das war Captain Tsubasa. Captain Tsubasa. Also- Fußball, oder? Ja. Kickers und Ja. wir hatten die Serie mit dem Tsubasa geheißen, es Ich waren glaub, nicht die, Kickers. Doch, ich glaube schon, Es gibt, oder? es gab Die Captain Tsubasa. Nie-Gewinn-Kickers waren nie der gewinnen, Gregor, der Mario Ja, genau. mit dem Teufelsdreier, die haben ja nie gewonnen, aber waren immer super Teufelsdreier. motiviert. Ja, da komm, Alter, da fallen mir gerade Sachen ein, dass du einen Schlag auf Oder der kriegst. Mario war der Torwart, oder? Der Mario war der Der dann Torwart. immer, ja. da warst du mit dem Dreifachsalto auf Tor und dann ist er aufgesprungen und ist auf der Latten gestanden und hat dann den Ball gehabt. Geil. Ja, das
das war irgendwie so geil übertrieben und das ganze Spielfeld, das muss 8 Kilometer lang Ja, gewesen ja. sein, weil sogar die Erdkrümmung drin ist und wenn sie dann eine ganze Folge lang aufs Tor zulaufen, dann kommt am Horizont langsam das Tor so hinterher, da steht der Mario da so drin, sagt Bolzen mal, dann kommt der Teufelsdreck, das war so eine absurde Serie Ja, eigentlich. aber irgendwie geil. Wir haben es gefeiert. Wir haben es auch nachgespielt. Habt ihr das auch da, so Kinderserien nachgespielt, so, ich bin der Gregor, ich bin der Mario, ich bin Immer. der, ich bin der. Immer. Und ich bin der Uwe und ich bin auch noch ich bin der Uwe. Später haben wir dann Teufelsdreier nachgemacht, oder? Haben wir auch probiert. Ja. Wir haben uns immer gefragt, warum diese Sonne hier. Habt ihr das mit Ball gespielt? Wahrscheinlich nicht. Mit Bällen. Mit Bällen, mit euren Bällen, ja. Teufelsdreier war doch bei How I Met Your Mother, oder? Das habe ich geheißen, man darf nicht die Schwerter kreuzen oder nicht in die Augen sehen beim Teufelsdreier, wenn 2 Männer und eine Frau dabei ist. Ach so. War der Teufelsdreier, wo man sich nicht in die Augen schauen darf. Also Ich hab Teufelsdreier, weißt viel du, How was I so Met Your bringt, Mother oder? gesehen, aber... Wir haben immer Darkwing Duck gespielt. 2, 1, Risiko. Darkwing Duck. Dieser Hund kommt sofort geflogen. Mann, ich bin zu jung für den Scheiß. Du bist dumm für den Scheiß. Ja, oder so. Verstehe Es gibt nicht. jetzt Disney Wir Plus, da hatten kann man aber die alles so Serie schauen. geheißen mit Nankatsu. Das Team hat Nankatsu geheißen und da war er schon größer, die waren auch gut. Ja, das war Captain Ich Tsubasa, glaube, oder? die hieß, Hat glaube die ich, so. Captain Tsubasa Ich glaube schon, geheißen. es gibt Captain Tsubasa und es gibt die Kickers, meine ich. Die Ich glaub, Kickers, das sind- da gibt es keinen Tsubasa bei den Kickers. Ich glaub, Das Ja, Ja, aber ich meine, das Gregor. sind diese 2 Fußball-Anime-Serien, Ja, genau. glaube ich, hat es gegeben. Und die Captain Tsubasa, das war dann Aggressor geworden ist, glaube ich. Ja, Weil genau. Da geht es auch schon darum, dass er in der japanischen Nationalmannschaft Genau, spielt. das und war, so. das war ein Scheißtrick. Weil die haben wir nämlich zufälligerweise letztes Jahr erst angeschaut, weil die war auf Prime drin und dann haben wir nämlich gedacht, das ist die Kickers-Serie. Und ich habe als Kind die Kickers gesehen und nicht die Captain Tsubasa. Und schauen wir das Beide. Tsubasa-Zeug an und haben wir gedacht, das ist eigentlich gar nicht so cool wie Kickers. Kickers waren viel halt so besser. geil, es hat so gepasst. Wir haben damals halt auch den ganzen Tag auf dem Bolzplatz umeinander gehauen, Ja. wie die, in der Letten wie die kleinen Behinderten, und haben wir nur aufs Maul gekriegt von den 2 Jahren. Und genau so war es halt da auch. Die haben immer nur verloren und das war einfach gut. War schön, ja. War gut. Ja. War schön. Das ist geil übertriebene Scheiße, weil so über Bergab oder bergauf laufen. Das ist so geil Voll eigentlich. super, vor allem jetzt, wie du sagst, dass dann rumlaufen Ja. und siehst das Tor so langsam. Was soll denn das? Ja, ich war schon ganz bisschen geil. überdrin, ja. Bisschen übertrieben, ja. Ja, Ein bisschen, Poco, ganz Poco. kleines bisschen. Ganz leicht. Samurai Pizza Cats. Samurai Pizza, die habe ich nie gesehen. Das gibt's. Na, Die habe ich leider auch nicht Bin ich gesehen. wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was das für eine Art von Serie war. Das waren einfach 3 Katzen, die haben den ganzen Tag Pizza gefressen und haben so einen Roboteranzug gehabt und haben übereinander gehauen. Eine war rot, eine war weiß, eine war blau. Ja, ich kenne es, wie es ausschauen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gar mich nicht. bewusst angeschaut habe. Die ganz frühe Sache hast du auch gar nicht mitgekriegt. Mann, ich He-Man, bin keine She-Ra. 50. Ich habe es vorher schon gesagt. Es Was gibt Disney Plus, man kann alles nachholen, was man in Ja. seiner beschissenen Kindheit versammelt hat. Das tut er nicht. Spoiler für die nächsten Folgen, ich habe kein Disney Plus und werde es mir auch definitiv nicht holen. Aber du und Disney hast seid doch so, hat's gerade geheißen. Ja, Du hast wenn echt ich mir keinen jeden Dummen Scheiß für den glaube. Podcast hören können, oder? Du hast ja keinen Dummen für den Podcast hören können. Ich hab gesucht. Du Ja, hast ich- gerade uns 2 Deppen gefunden. Ich hab euch zwar gefragt, ich hab Aber ich sofort weiß zumindest zugesagt. ein bisschen was. Zumindest einmal in meinem Mehr, Leben Florian, da Fernsehen muss mehr sein. Kickers waren schon mal ein guter Punkt. Ja, hat's doch War nicht, gut. hat's nicht die Cosmo und Wanda, die helfenden Elfen. Cosmo und Wander, ja. Das war so Cosmo und bescheuert. Wanda. Hey, Warum suchst Cosmo, du das? Cosmo Ist und das Wanda. nicht... Das sind die 2 Elfen-Dinger, oder? Die, wo den Elfen helfen, oder? Die helfenden Elfen, ja. Helfen, Der mit dem waren grünen Haar, spät. mit dem pinken Haar. Waren spät. Die mit, ja, Waren später, war ich schon zu groß. zu alt. Spongebob? Ja, Ja, Spongebob. ja klar. Logo, oder? Da habe ich sogar die Filme gesehen. Ist aber nur der erste wirklich gut gewesen. Der erste war Der erste wirklich war Weltklasse. Alter, Da habe ich haben wir köstlich den, gelacht. Ja, ich habe den so oft angeschaut und der ist Köstlich irgendwann grundsätzlich bei uns immer zum Vorglieren gelaufen. Wir haben, egal wo wir bei Nacht sitzen sind, wir haben uns schon hingesessen, dann trinkst du mal 2, 3 Bier Stark. und dann ist immer Spongebob Oh. der Film gelaufen, weil es uns jedes Mal wieder zerrissen hat bei diesem Scheißdreck. Ja. Man muss das ganze Zeug, was wir letztes Mal im Prinzip schon fast gehabt haben, deswegen da steuert man ja gerade so ein bisschen ganz krass rundrum, was wir schon beim Spielzeug gehabt haben. Turtles, He-Man, Ja, aber He-Man sowieso. bei He-Man und She-Ra und so weiter gibt natürlich die Actionfiguren-Sache noch mit dazu, da haben wir aber letztes Mal schon gehabt. Aber was wir da nicht erwähnt haben, weil es da keine Actionfiguren nicht gegeben, das wirst du auch wieder nicht kennen. Mir nervt so viel. Marshall Bravestar, Ja, nein. Galaxy Rangers, Natürlich nicht. Oder Saber Rider Sheriffs. to the sky. Ihr könnt jetzt ihr sagt mir Kennen Bescheid, wenn ich euch zustoßen soll. Es gibt es ja nicht. Also ohne Witz, ich kann das alles verstehen, wenn es die normaler Kinderserie nicht mitkriegst, aber das Feeling von damals mit Saber Rider und so weiter, diese 80er Jahre Ja, Saber Rider Weltraum. und so weiter. Ja, 80er Dinger. Jahre, merkst du was? Ich bin bei auch kein Kind der 80er. Mann, du bist doch Trotzdem ist viel das bei mir älter. noch gelaufen. Was ist mit dem Flo? Trinken wir mir, oder wie? Ja, ja. Ja, trink mir, um diese Peinlichkeit muss ich abschwärmen, Entschuldigung. Hör doch auf jetzt. Nein, das ist echt Na, peinlich. jetzt, Ich schau mal, hast du Dragon Ball angeschaut? ja. Hab ich Nicht. auch geschaut, aber Welches ich Dragon bin Ball? leider kein Fan. Was?
Nein. Gott, ich möchte das Da muss ich mir allerdings auch Die mir her, dort stehe ich heute mal. mit Dragon Ball. Dragon Ball war mein Kann ich Kinderding nix. von der Schule aus. Also von der Schule, ich bin aus der Schule gekommen, genau, und dann habe ich Dragon Ball nur noch angeschaut. Und nichts Du bist auch in der Schule. Ich bin immer jeden Tag nach der Schule heimgekommen. Aus der dritten Klasse abgebrochen, hast nur noch Zeichentrick Bin ich bis zur dritten gekommen, das war Bullshit, alles in der Schule. Aber Wir haben übrigens heimgekommen, vorher- Rucksack hintergeworfen und dann Dragon Ball, wo er klar war, angeschaut. Und für mich bleibt nach wie vor das Dragon Ball, wo er klar ist, die beste Geschichte, was im Dragon Ball Universum Das ist gegeben hat. normal Dragon Ball, oder? Genau. Nicht Dragon Und Ball danach Z. ist dann Dragon Ball Z, das dann das, wo er groß geworden ist. Das war zwar auch cool, weil dann die Kämpfe übertriebener geworden sind. Das war cool zum Anschauen, aber du hast halt nicht mehr wirklich so eine Story gehabt. Und bei dem kleinen Dragon Ball, da hast du halt, erstens mal hat er nicht immer gewinnen können, er hat halt wirklich noch was lernen müssen. Und es war so eine Abenteuergeschichte. Er ist jetzt mal irgendwo hat in Höhlen müssen und so weiter. Es war einfach interessanter, finde ich, als Dragon Ball Z später oder Dragon Ball Super, wo es halt nur noch darum geht, krassere Fähigkeiten und andere Haarfarben zu haben. Das ist eine sehr schöne Beschreibung, warum man sich in manch Charaktere eine Beziehung aufbauen kann und in manche nicht. Wenn man eine Charakterentwicklung sieht, wie Ja. du gerade sagst. Oder wenn er einfach da ist und kann alles. Galadriel. Was? Wenn wir nochmal ganz kurz über Charakterentwicklung reden wollen, ja, dann dann. reden wir, glaube ich, über die Werbepause, die jetzt dann gleich Oh, Werbepause! Nein, Muss schon ich wieder meine soweit. nur, Fuck, weil, es ist wirklich soweit. Florian, hast du ist gut fix. aufgepasst. Natürlich habe ich auch. Ja, oder gibt's sonst einmal, nichts zum Tun in der Folge. presst einmal F in Ding. Aber vorher fragen wir, was wir unsere Zuschauer fragen? Warum uns noch keiner auf unsere E-Mail geschrieben hat mit Werbeanfragen. Richtig. So, das haben wir wieder. Wo waren wir? Schwabing. Schwabing. In Minga. Stachus. Stachus. Schon, Kreisverkehr von. Wir waren mal bei Dragon Ball, hast du nicht angeschaut? Dann haben wir eigentlich einmal auf Animes umgeschwenkt. Wir haben, zeigen wir zumindest einmal die auf, wo wir eigentlich letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet haben mit den Actionfiguren. Ich sag mal, He-Man, hat es She-Ra-Figuren gegeben mit Sicherheit, aber ich habe Denke halt ich keine schon. gehabt. She-Ra hat Ja, mir auch ja. nicht so gestickt. Dann Saber Rider, Marshall Bravestar mit dem 30-30 und seiner Riesenkanone ist einfach geil. Was hat Habe aber leider keine Figuren gehabt dazu. Bravestar? Oder wie ist die Melodie gegangen? Ja, Wo ist genau, es? die war ja. Was schmeißt denn ich? Ja. Jetzt weiß Keine man, Ahnung. wie haben denn die geheißen, die sie dann in so komische, die dann so Metallrüstungen rundum gekriegt haben? Silverhawks, glaube ich. Silverhawks, die waren auch geil. Die waren Die- auch, wo dann die ganz waren- silberne waren mit denen. Ja, genau. Die haben dann so Flügel gehabt Ja. und haben so einen Helm gehabt, der so ganz stilistisch ausgeschaut hat, wird Haar von Ja. den Thundercats. Ja, Das ist 100% dasselbe Studio, das diese Zeichentricks da drin. Thundercats Silverhawks waren waren auch eigentlich cool. auch ganz geil. Weißt du noch, was die kennen haben? Ich habe im Kopf so, dass die haben so einen Gürtel und da ist das rote Logo mit dem schwarzen Katzenkopf drin Mhm. und da müssen sie draufdrücken und dann wird der eine saustark, der andere wird sauschnell, der andere wird super schlau oder was auch immer und lauter sagen, kack, ich kann mich nicht mehr erinnern, was die kennen haben. ich weiß es auch nicht mehr. Also es hört sich alleine jetzt so, wenn man zuhört bei euch bei der Serie, das hört sich wahnsinnig interessant an. Ja. Wirklich, wirklich. Du freust dich, dass du da bist, sagst du es. Wie vielte Folge ist denn es, seitdem wir mehr aufnehmen? 7. 7. Und du hast ungefähr Material für eine Folge bisher beigetragen. Ja, wir teilen ja gut durch 3 und ich mache halt auch mit gerne mit Pause, seinen ne? gerade noch 2 und du hast ab. Okay, bitte. Bitte. Möchtest du heim? Seit der 2 Bier ist fast klar gegangen. Wie schaut's bei dir aus? Ja, ich habe aber was zum Schmerzen. Ich kann nicht schmerzen und trinken gleichzeitig. Die Versuchslabor, da ist es geschehen. Der eine war brillant, der andere geisteskrank. Der kenn das Lied, aber ich Binky, kann's nicht der mehr. Binky und der Brain. Ah, okay, doch. Nav! Zot! Das war Weltklasse. Da habe ich noch den ersten bis zum 7. Comic irgendwo mal anlegen. Von Pinky und the Brain. Neues, warum steht der nicht da im Regal drin? Sind die Sachen müssen ausgestellt werden. Also gute Frage. Weißt du, was die offensichtlichste Serie der 90er ist? Und keiner sagt es. GZSZ. Auch. Nur die Liebe zählt. Ja, stimmt. Herzblatt. Ja, Also haben wir schon wieder eine eigene Folge. Serie, Gaming-Shows Ja. und Sitcoms in die geil. früher. Ja, haben wir schon wieder eine neue Und Folge. Ohrwurm, ich sehe in dein Herz. Sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Warum pickt denn eigentlich mein scheiß Bierdeckel? Wir haben Bierfest, das ist zu kümp. Weil du nie was putzt, du Asoziale. Roccos modernes Leben. Kennt ihr das noch? Ja, Natürlich nicht. Den habe ich aber auch nicht so gern Kennt ihr das Den nicht? das ist- Nein, ist- Rocco habe ich auch nicht so gern. Der jetzt war scheiße später. zeichnet. Ja. Kennst du Roccos modernes Leben? Nein. Warum kennst denn du aber nix? Weil ich Du fucking 15, 20 Jahre jünger bin. Aber das du- macht doch nichts. Aber du Na. kennst ihn. Das ist Popkultur. Ich sah gut aus. Ja, doch, den kenne ich, den Blonden. Johnny Bravo.
Ich kann den Namen nicht sagen. Ich kann ihn nicht, du darfst den Namen nicht sagen. Ich lispel, ich kann nicht reden. Das war so eine Dreier-Kombo, die ist, glaube ich, Stimmt. ist die mit Nickelodeon oder mit Cartoon Network gekommen? Das war Johnny Bravo, Dexter's Labor Oh, Texas Labor, was und Muku und Chicky. Und Muku und Chicken war so sau absurd und lustig. Das war im Prinzip das gleiche wie Ren and Stimpy, wenn Ja, das noch wirklich, jemand auf die kennt. wollte ich auch noch Ren and Das ist Stimpy. eine dermaßen abgefuckte Scheiße, das ist Das hat total unfassbar. gestört. Was hat das für Kinder? Jetzt hat mein Was Kind soll das? nichts verloren. Aber diese geilen Szenen, da, also du siehst halt, wie die normal so zeichnet sind und wenn sie sich bewegen und so. Und wenn sie gerade irgendwas super Ekliges machen, was weiß ich, am Stimpy oder am Ren einen Popel ausholen oder so, wow. dann kommt so eine Nahaufnahme von einem voll gut zeichneten Beutel, das so ekelhaft ausgeschaut hat, Das ist so- dass du sagst, was soll die Scheiße? So nach vom Nasenloch, innen drin mit lauter Haar und Rammeln und... So richtig ekelhaft. Ja. Und da war dann auch irgend so ein Scheißzeichentrick, das weiß ich noch wieder geheißen, wo dann einer einen Pickel gekriegt hat auf der Seite und der ist dann so groß geworden und der hat dann mit dem Gerät und lauter so Mist und dann ist das so eine riesige Bladung gewesen, wo drin ganz jetzt Orterwasser umeinander geschwappt ist. Und genau. du schaust das so und denkst dir, was? Was soll das? Aber da weiß ich jetzt nicht mehr, von welcher Serie das dieser Orterbinken Die offensichtlichste Serie der 90er. Haben wir gerade gesagt, GCDSZ. Auch Safe. Simpsons. Ah ja, stimmt. Stimmt auch. Die ist so, vor lauter Bam sehe ich die in den Wald nicht. Aber Ja. Simpsons war in den 90ern das absolut krasseste, die erfolgreichste, ist immer noch die Die erfolgreichste läuft ja immer noch Zeichentrick. ohne Ende. Ja. Ja, es hat keinen so einen überall, Herrn Simpsons, den ganzen Tag Simpsons, ist nichts stimmt, Besonderes mehr. Also es ist, ich kann es auch nicht mehr Aber die anschauen, sagen sag ich immer ganz noch ehrlich, die das dauert Zukunft zu lang. vor. Genauso wie South Park. Alter, die haben wie viele Tausende von Folgen, dass die irgendwann einmal einen Glückstreffer haben, was in der Zukunft passiert, das ist auch klar. Ja, klar. Nee. Und da hast du gleich die nächste genannt, warum fällt dann die nicht ein? Die gefällt mir doch ein. Hab ich doch gesagt. Release 1996, werde ich nie vergessen, an einem Samstag, da haben wir am nächsten, oder am Freitag auf RTL um 12 Uhr in der Nacht ist die erste South Park Folge Wo war gekommen. das auf RTL, gell? Ja. Da bin ich da geguckt, hab mir das angeschaut um 12 und ich hab nicht verstanden, was ich da gerade gesehen habe. Ja. Ich hab mir gedacht, Alter, das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gerade gesehen habe. Baby, Freistoß! Das war Und er irre. stirbt Ja. und es ist blutig und die fluchen und beleidigen und ich denke, Alter, beste Serie ever. War das in der ersten Folge, wo es ein Kenny auf seiner Fahne aufgespießt hat und dann ist er durch den Kopf durch und dann ist er so runtergerutscht? War das sein erster Tod? Ich weiß nicht mehr genau. Ist nicht der erste Tod, wo ihn der Bus überfährt und dann drangt Ratzen seinen Kopf davon? Das könnte auch sein. Das war nämlich auch ganz lang, das mit den Von dem, Ratzen was war ganz du, oft. Oder? vor allem in der ersten Staffel, das, Ja. was du gerade beschrieben hast, das habe ich als Bettwäsche gehabt. Ehrlich? Ja, geil. Da steckt der Kenny so in der Fahne drin und oben, also steckt er in der Stange drin und oben drüber ist die South Park Fahne. Geil. Ich glaube, das ist in der Was? zweiten oder dritten. Was dann bei mir war, was vielleicht das bei euch, das South Park nur war, das war bei uns dann so, ja, erstes South Park käme irgendwann um, ich glaube 23 Uhr war das, auch auf RTL nur bei uns. Meine Jugend, und danach ist noch andere Kinderserie gekommen, animierte Serie, die hieß Happy Tree Friends. Ja. Boah, Das kann ich mir sehr gut. das war. Das war was hat das sollen? Die Serie war einfach nur krank. Die waren nur kaputt, ja. Und ich hab mir die damals wollte man die mal alle anschauen, dann habe ich es im Internet geschaut, dann hat es Seiten von Happy Tree Friends gegeben, da hast du alle Folgen anschauen können am Stück, aber das ist nur mit Intro und Outro gegangen. Und die hast nicht überspringen können damals. War lecker. Und dann schaust du mir diese, was weiß ich, wie viele Folgen an und du hast jetzt Geil. ja, war ein toller Sonntag verkartet. Das ist aber wie auf MTV gelaufen. Da hab's ich gefunden, mehr oder weniger Happy Tree Friends. MTV war früher allgemein so ein guter Lieferant für, also halt dann irgendwann sie gedacht hat, hey, das M steht nicht für Musik, sondern für mach alles andere außer Musik. Alles aus der Musik, Und ja. dann haben sie aber einige gute Serien auch drinnen gehabt. Wir vor sind allem so Animes. alt, wir kennen MTV nur mit Musik. Das Und immer mit Kinderserie. MTV Crabs und was weiß ich was. Ich bin dadurch auf Animes Next. gekommen. Also auf Ja. die erwachsenere Anime, die wohl nicht im Kinderprogramm gelaufen Das war bei mir Fox. Was für Animes? Helsing zum Beispiel, Vision of Esker Flown. Ach so. Da war doch auch dieser komische Anime mit dem Motorrad-Typen, der dann einmal so naudig war, oder? Der Golden Boy. Golden Boy, jetzt. Ja, das war, wie gesagt, du bist ein 14-Jähriger, schaust der Golden Boy an und dann sagst du, da haben wir uns dann damals rührt schon das erste Mal was in deiner Hose Ja. und denkst dir, was soll ich das? was? So, das letzte Mal bei der Daisy Duck gespürt. Und irgendwann, wenn es da nochmal drauf aufpasst, da haben wir uns damals schon gefragt, warum zur Hölle sagt man die Weiber immer, warum ist denn die Kamera immer so zeichnet, dass man die Weiber immer unter den Roger sagt? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn! Ja, macht schon. Macht macht ein auf jeden bisschen Fall Sinn macht schon. Ja, ab einem gewissen Alter macht Sinn.
Irgendwann macht es Sinn. Inuyasha fällt mir nur ein. Inuyasha war cool. Das ist aber auf RTL oder RTL 2, glaube ich, gelaufen. Ist aber auch nie komplett bei uns gelaufen. Das kannst du nicht. Ich glaube, da gibt es gar kein komplette Ding. Das ist mitten in der zweiten Staffel, glaube ich, ist bei das uns, einfach ja, geil. aber im Original, also in Japan, kannst du das Ganze schauen. Oder mittlerweile, glaube ich, auf Crunchyroll kannst du die komplette Serie mal anschauen. Soweit bin ich, so weit fortgeschritten ist meine Anime-Liebe nicht. Ich mag mehr Filme anstatt Serien. Ich habe mir das Inuyasha nämlich wolltest du sagen. Ich habe mir das nämlich erst angeschaut auf Netflix, haben sie Inuyasha drin gehabt, dann haben wir gedacht, jetzt schaust du das mal an, dann ist die Geschichte einfach mit drin gegangen. Und dann immer so, schon auf der Uhr so, oh Gott. Nein, hör doch auf! warum ist das nicht fertig erzählt? Und dann habe ich rausgefunden, dass der Rest bei uns nie synchronisiert erschienen ist. Also im Grund weiß ich auch nicht, aber ich habe bis Gorba habe ich alle gesehen. War cool. Die erste Folge One Piece habe ich auch gesehen, die ist auch auf RTL oder RTL 2 gelaufen am Nachmittag. Das ist noch nicht so dermaßen lang her, da war ich kein kleines Kind mehr, aber halt jung. Ja, das mit 16, 17, glaube ich, oder? Ist das ungefähr rausgekommen, dass One Piece gelaufen ist bei uns. Kurz bevor ich das Lernen angefangen habe. Mittlerweile sind wir bei Folge 1050 bei One Piece. Läuft jetzt seit 20 Jahren. Ist nur geil. Schlümpfe? Natürlich. Wer hat bitte nicht auf Schlumpfine Wie heißt denn der gegeiert? Bösewicht? Gargamel. Und sein Katz? Anders. Thomas. Thomas anders! Scheiß Mongus. Da fällt mir fallen noch Ja, und Katz geheißen. Azrael. Oi, stimmt. Azrael. Azrael, stimmt. Ja, ahnungslosen! Und hab ich mir Und nicht- übrigens, letztes Mal haben wir noch darauf hingewiesen worden, ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe und man kennt mich im Schlumpfsalon. Ja. So, damit wir das einmal geklärt haben. Danke. Wir brauchen noch eine Frage an unsere Zuschauer. Was ist denn eure Lieblingsserie aus der Kindheit? Und was ist das beste Intro? Was ist das beste Intro einer Zeichentrickserie jemals? Ich bin fast bei Was DuckTales. ist das beste Intro? DuckTales ist fast, hä? DuckTales. Abenteuer, Schlag auf Schlag, die DuckTales. Und ich hab bis 44 Ich find's aber Jahre auch gebraucht, dass tatsächlich- ich gewusst habe, dass Duck und Tales, das ja Entengeschichten praktisch sind. Habe ich nicht kapiert gehabt. Habe ich damals auch nicht gewusst, Ja, aber nicht. Englisch nicht. Ich Aber schaue es wenn wir nämlich jetzt noch bei gerade wieder zum Intros sind- Einschlafen vor und jetzt ist mir Wenn wir aufgefallen. noch bei Intros sind, also ich fand auch Chip und Chap ganz geil. Boah, stimmt, Ritter des Rechts. Ritter des Rechts, Ritter des Rechts, ja. Das war auch geil. und Chap. Die Ritter des Rechts. Super. Ja, auch geil. Also, Mit der geilen, fetten Mafia-Katz. Ja, genau. war Hat der. irgendjemand den Film gesehen, Chip und Chap, der Der- vor ein paar Wochen, Ja, ja. Monaten kam? Der ist Das ist ja- unfassbar gut. Das ist ein Popkultur-Feuerwerk Der sondergleichen. ist unfassbar gut. Ich bin da gekommen und denkt, ja, mei, jetzt müssen sie den Scheißdreck auch außerkreien. der geile Witz mit dem hässlichen Sonic. Alter, ist Wild. der Film gut. Wie du schon sagst, es ist ein Popkulturfeuerwerk. Das ist so gemacht, dass sie in echt existiert sind haben echte und Schauspieler. jetzt halt abgehalftete Schauspieler sind Okay. und 20 Jahre später halt ein Revive machen wollen und dann passiert halt dieser Film. Richtig, ich war völlig, ich bin da und denke, ich verstehe gerade nicht, was da passiert. Warum geht's denn auf einmal? Warum kann man auf einmal eine alte Serie neu aufsetzen in richtig gut, richtig intelligent? Habe ich nicht verstanden. War aber schön. Hab mich gefreut, dass es gegangen ist. Sehr. Kann der Florian wissen, wenn er sich Disney Plus organisiert hat? ja, aber ich. Mach jetzt. Ich hätte noch einen Platz von dem, magst du einsteigen. Inoffiziell. Mach kein Account-Sharing. Da ich Natürlich nie. Lass mir schnell die Calimero. Daten bitte. Mit Sombrero. Dich Passwort sehen, bla 1, bla 2, bla, 3. sind wir sehr froh. Und Priscilla Oh, Priscilla. hilft dir immer. Priscilla, das war das komische Küken, oder? Ja, genau. Küken aus Palermo, wenn wir dich sehen, sind Wir sehr froh. Ja, leck mich. Da hat er Eierschale am Kopf. Ja. Kennst du Calimero nicht? Doch, den kenn ich schon. Den Aber, kenn ich Den schon. muss kennen. aber ja, ich bin da leider nicht so. Ich glaube, das auf ZDF, glaube ich, ist das Thema, die komische, aus Knetmasse war das der Pinguin, Pingu, glaube ich, der geheißen. Wolle, der Pinguin ist immer mit der Sendung mit der Maus. Wir haben eine Sendung mit der Maus Oh, nur groß stimmt. vergessen können. Die war super. Ja, da kommt die Maus. Die war wirklich stark. Ja, die war wirklich stark. Captain Gibt's auch immer Blaubeer. noch. Captain Blaubeer und der Heimblöd. Ja. Heimblöd, stimmt. Weil lecker, Ja, wer super, ganz ja. vergessen, Heimblöd. Man hört einfach, läuft Sendung mit der Maus noch um 11:30 am Sonntag? Die Oh, frag mich ist nicht. Lauf Ja, da siehst du, wo es mit unserer Gesellschaft hingeht. Steil bergab, warum? Weil keine Maus mehr läuft. Darum. Das ist dran. So schaut's aus. Habt ihr das Super Mario Brothers Show kennt? Zeichentrick. Ja, dazwischen waren irgendwie so zwei Schauspieler, Mario und Luigi, in einer der Super Mario Höhle und dann ist halt der Zeichentrick gekommen. Das Das ist ist die doch- Super Mario Brothers Super Show. Super gewesen. Und dann, dann sind die Originalschauspieler sind in so einer Zeichentrickwelt im Intro umeinander geguckt. Ja. Die war auch ganz stark. Ist das nicht von dieser, ist es nicht so ein
Nachgeburt von dem Super Mario Film, der so unterirdisch schlecht war, dass das Kotzen Ich weiß nicht, ob das vom Film, also sie hängen nicht zusammen, ich weiß nicht, ob das auch wegen dem Film gekommen ist oder so, aber Das ist ja furchtbar. der Film war, Was wir aber auch noch komplett außer Acht lassen haben, wenn wir jetzt schon bei der Sendung mit der Maus waren, es gibt ja noch eine Straße. Sesamstraße. Sesamstraße. Göffi, Herr von Böllefeld. Was soll denn das? Der Samson! Ja. Das ist der Beste, ja. Wie er schon geredet hat, das ist so richtig geiler, wie so ein geiler vollgesoffener Fettsack im Wirtshaus drin. Was soll denn das eigentlich? Ich weiß, frag mich bitte nicht, warum mir der sagt, Göffi, Herr von Böllefeld. Es waren nur so geile Dinge. Und der Rumpel. Die komische Kräne, was auch immer das für Viech war, das in seiner Mülltonne drin gewohnt hat. Ja, das Keksmonster. Also Keksmonster! Ja, die scheiß Muppets da. Ja, wenn wir mit schon bei Piggy Pokémon und sind. Co. Ja, Kermit. Kermit. Ja. Kermit, Miss Piggy. Ja. Miss Piggy, wenn hast du noch gegeben? Bernie und Bert. Ein und Bernie Kraftzahl. und, später gab es dann Bernie und Erd auf YouTube. Die sind auch sehr gut Bitte. gewesen. Sehr gut, ja. Bernie und Erd sind wirklich gut. Ja. Die waren Weltklasse. Die waren Weltklasse. Und Erd. Ich muss ja schon so verloren. Weil Erd. Also, Du weißt du ja, Erd. Bei RTL in so einer Comedy-Show waren die doch da mit drinnen. Ja, das war. Wir haben die geheißen, die Comedy-Show, wo die dann gekommen sind. Ich weiß nicht, das war das war RTL eigentlich Samstagnacht? Ach, das war so gut. Nein, ich glaube, ich weiß, Nein. was du meinst. Da sind die aufgekommen, Ich oder? weiß, was du meinst. Aber da waren die ja. doch zu hart, oder? Also Nein. von den Witzen her waren die schon. Ja, aber es hat schon passt. Hallo Bernie. Hallo Erd. Habt ihr jetzt die Zeichentrickserie gehabt mit den kleinen Drachen, die Gräne? Die ist auf Super RTL irgendwann gelaufen, meine ich vormittags. Da war Der Grisou, der Feuerwehrmann. Nein, andere, das waren kennt einen noch mehrere. jemand. Scheiße. Ah, der Wieso war kennst scheiße. du den? Der ist nur ruhig. Den kennt er vor mir, Ja, gell? ich gehe auch nur vom Sänger her. Aber Ah, er möchte Feuerwehrmann werden. Aber er kann Ja, nicht, weil er aber- Drache ja, ist und er immer ist ein Drache. Feuer spuckt. Der Vollidiot. Witzig Du wissen eigentlich. eigentlich. Ja, super. Ja, Okay, super. Was liegt denn da Das noch ist so da vorne? als der pädophiler Vater werden wollen. Glücksbärchis liegen da vorne, glaube ich. Ja, Was ist denn da? Du hast jetzt alles um. tu Du dir hast den alles um. Wurstfinger weg. Wurstfinger. Geschichten aus der Gruft haben wir noch. Geschichten aus der Gruft. ja. Realserie war nicht so kindergeeignet, aber man hat es gesehen. Aber die Zeichentrickserie hat es dann noch gegeben dazu. War auch cool. Die war auch ein bisschen gruselig, fand ich tatsächlich. Ja, das war Als tatsächlich. Kind schon, ja. Als Ja. Kind durchaus. Glücksbärchis waren für den Arsch. Glücksbärchis. Waren voll für den Arsch. Da haben habe immer ich, da hab gehasst. ich so eine Szene in meinem Ich Kopf, will die hat mich ein- verfolgt. Ja. Ja, da hat's einen Film gegeben. Da hat es einen Film gegeben. Ja, ich glaube schon. Und da kommt eine Szene, die hat sich halt einfach in mein Kinderhirn einbrennt. Da ist so ein Buch und da kommt ihr Gesicht raus. Und dann versuchen sie das Buch so zu und dann quetscht sie das Gesicht so Bei zu. den Und die Glücksbärchis. ja. What the fuck? Und da ist die böse Zauberin, die kommt da aus dem Buch raus in dem Zeichentrick. Und dann quetschen die so das Bier so zu und dann machen sie halt dann wieder zu und dann kommen sie wieder in eine Glücksbärchenkraft und so weiter. Und die Szene, wenn es da so rauskommt, macht und so weiter, Alter, da fährt es mir eiskalt an den Bugel, glaube ich. Weiß Genauso ich wie wenn ich an die unendliche Geschichte denke mit dem schwarzen Wolf, Ja, der die soll anfletscht. abhauen. Oder die Szene, wenn sein Pferdl. No! Ja, das ist einfach, da schön läuft war das der nicht. eiskalt an den Bugel, glaube ich, einfach. Für immer und ewig. Und länger. Und länger. Vor allem sein dir, muss. Florian. Hast du die unendliche Geschichte schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich bin sogar Wer auf ist diesem denn der Scheiß- Fuchur? Mann, der Fuchur ist das große Viech, das wollte ich gerade verzeihen. Da war in Bavarian Film, da war ein Filmstudio, war Da ich. bin ich ja schon drauf gesessen. Und da saß ich drauf. Ja, ja! Oh, fuck you! yeah! Kennen wir uns! Hallo, komm hier! Wir haben natürlich Toast und seine Beine und schon drin. Ja, geil! Gibt's ja nicht. Sag, ich bin raus. Alles erreicht, okay, bye. Ja, aber dann haben wir so die coolen Serien, also die, wo man dann schon ein bisschen älter war. Extreme Dinosaurs, Street Sharks, Mummy's Alive, Gargoyles. Power Habt Rangers. ihr jetzt Zeug auch alles so geschaut? Na. Nein. Also, ich kenne ihn ja, mir hat nichts davon gefallen. Was ist mit dir? Street Sharks, war wie kann man das absolut nicht gefallen? peinlich. Voll geil, oder? War Ja, aber was jetzt absolut aber bist peinlich. nicht so animiert war, was ich auch. Wollten alle so cool sein bei Turtles? Was aber ganz geil war, finde ich zum Beispiel, war, das haben wir angeschaut, so Malcolm mittendrin und sowas von damals noch. Das zählen wir Boah. zu den Sitcoms von damals. Ja, Wobei, genau das. Malcolm Ja. mittendrin Ach ist so. von 2001. Das ist. Aber Zeit. Ja, ist Zeit. Waren wir noch jung? Ja, da war Das ich- ist alles, was 20 Jahre her Er ist. war Zeit. ungefähr 8,5. Nein, wie? Nein, da war ich 4. Ah, okay. No. 10. Nein, da war ich 4. Und frische 18. Ja, ich glaube, die Sitcoms und Serien. Wie nennt man sie in die Serien? Sitcoms. Sitcom hast du schon gesagt? Nennt man Malcolm mittendrin Sitcom? Falle. Nein, Malcolm nennt man Malcolm. Das ist Der Dewey ist der lustigste, den es gibt. der Klar. Ich fand's ja einen Reese am lustigsten. Nein. Mit der scheiß Folge, wo er mit dem Hunderudel umeinander zieht. Da war ich fast gestorben. Ja. Das ist mein Haus. Was? Klebt die ganze Zeit aus dem Fenster. Wenn der Dewey Angst vor die Gartenzwerg hat.
Und läuft dann einfach über davon und ist dann, muss ich lachen. Das ist geil, Ohrwaschel. Was haben wir Neues gehabt? Ich hab's Biker gerade Mice abgesehen, from aber Mars, das Street Sharks. Das war alles peinlich, die wollten alle Turtles sein, haben sie Null nicht oder geschafft. Biker Mice from Mars waren auch cool. Ja, waren peinlich. Ja, was ich auch tatsächlich schon als Kind wirklich eine Power peinliche, Power Rangers war. Fand ich als Kind schon eine peinliche Serie irgendwie. Ja. Ja, jetzt auf Also, Haben einmal. wir auch schon Nein, geredet. tatsächlich. Das letzte Mal hast du noch cool geschmerzt, das haben wir nämlich auf Video. Verdammt. Dass das irgendwas dann hat's abgesagt. Also wird der Mann. Ja, also es war eigentlich, aber es war schon eine cringe Scheiße, wie sie hingestellt haben. Es kommt darauf an, welche. Die Und erste das habe ich Generation- als Kind schon gespannt, dass das irgendwie. Ja, die haben sie da hingestellt und die haben das selber nicht mögen. Die haben die Serie, die haben das nicht gefühlt, dass die Ja, Power haben's Rangers schon. waren. Das haben sie schon. Das haben sie nicht. Die erste Generation schon, die danach nicht mehr. Die erste schon. Nein, die haben das nicht mehr Ja, gefühlt. da war Nein, Kimberly nein. dabei. Kimberly. Von Okay. den Power Rangers. War das die Pinky? Ja. Oh. Weiß ich Okay. hab gar kein Battle im Kopf, weiß ich nicht. Ah, das, Aber als Kind war eh alles wurscht. ja, da, Side note. Was haben wir noch so gehabt? Es hat doch auch mit so einem Löwen, mit einem Zylinder am Kopf, mit den 80 Tagen um die Welt. ja, Ja, aber das haben wir nicht angeschaut, das war scheiße. Das war überhaupt kein Scheiß! Fand ich was so scheiße. Street Sharks war einfach nur peinlich. Du bist peinlich. jetzt schon mal Peinlich. gesagt. Gargoyles, Ah, geil, wir haben Alter. irgendwelche Behindertenheime, wir so gerne Ja, so coole aber- Turtles, sind wir aber nicht. Jo, Oh. die was war fressen mit- nämlich Turtles. was war mit American Dad und Co.? War recht für unsere Kindheit recht spät, aber du hast nicht ganz unrecht. Ja, Family Guy hab ist ich auch nicht schon mehr uralt eigentlich. Von wann ist ein Family Guy? Wie viele Ja, Staffeln? schon ewig. Keine Ahnung, 17 Staffeln gibt es mittlerweile. Ja, dann ist mindestens 17 Jahre, also irgendwann Anfang der 2000er ist Family Guy dahergekommen. Und meine American Dad war aber vorher. Also bevor, ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Deswegen haben sie die ja so sau ähnlich. Das ist im Prinzip eine dieselbe scheiß Serie. Boah, Jungs, Takeshis Castle. Ja, ja. Das war keine Zeit. Da hat es aber, glaube ich, sogar einen Zeichentrick davon gegeben, oder? Na, aber nein, das war ganz Irgendwas, normal. also ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Irgendwas ist da gewesen. dämmert. Irgendwas ist komisch. Ich Boah, weiß nicht, ob das Takeshis Zeichentrick Castle oder was war anderes einfach war. so geil. Es war so behindert. Das habe ich, glaube ich, jede Folge geschafft. DSF, glaube ich, ist das damals Auf gelaufen. DSF. Ja. Und Da ist sogar dein mal Mann auf RTL wirst 2, glaube ich, ist auch Last gelaufen. oder? Ja, zeitlang, aber, aber das war ja so geil. Und vor allem haben sie alle gegen diesen schönen Jetzt weißt du, dass mehr Leute auf dem Mond waren, als Takeshis Castle geworden Ja, sind, oder? zu Recht. Ich weiß nicht, ob das eine Ja, das ist fantastisch geil. Fake News war, aber Die so haben halt die gelesen. Super Sockers gehabt, die Chinesen. Und Ja, das war sowieso immer viel unfair. Ja, aber ich bin sowieso schwer davon überzeugt, aber noch am Schluss dann in den Panzer da umeinander Ja. fahren müssen und so und mit den Wasserpistolen da durchschießen müssen. Ja, genau. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass die anderen so ein 8-lagiges Klopapier So, drin nein, so haben. so und die, Die anderen haben die anderen ja. haben Blechscheiben drin. Ja, und die anderen haben so 8-lagiges Klopapier drin, da wo man alle 8 teilt, wo man alles auseinander friemeln kann und damit es ultra dünn ist und der Takeshi hat mit Sicherheit so ein weiß lackierte Holzplatten drin. Ja, gehabt. genau. Das war furchtbar. Mistsau. Hat einfach nicht funktioniert, der war viel schneller und seine Kanone hat schon so krass geschossen. Ja. Da bin ich immer schon da geguckt und habe mir gedacht, wieso schießt denn ein Takeshi seine So ist Kanone das so krass? unfair eigentlich. So krass. Mist. War war eigentlich Mist. gut. Habt ihr das dann das Kind auf RTL 2 ist das gekommen, als damals Dragon Ball Z losgegangen ist? Dann ist Shinshan gelaufen. Say hey, hey, Shin Shin. Ach, der Kleine mit seinem nackerten Arsch, Ja, ja! den Po Boogie Boogie. Ja, der Boogie. Po Boogie Boogie. Eine geile Notgeile geht. So geil, Mann. 3 Jahre oder was er war, und ist die ganze Zeit Ja. die Tippen von der Lehrerin drin kennt. Und dann immer so geil zu seiner Mom, hey Mama Cheater. Hey, Mama, shit. Geil war der. Und Seitdem- jede Folge seitdem der ist Po mein- Boogie Boogie. Seitdem ist mein Mom im Handy auf Mama Cheater eingespeichert gewesen von der Scheißserie. Und dann ist aber zwischen Shin-Chan und Shin-Chan. und Dragon Ball Z ist die Dia-Show gekommen. Habt ihr die kennt? Mit dem Dope, mit dem Ingo, mit dem Adi. Es war so eine ganz miserabel schlechte deutsche Fassung von South Park, nenne ich es jetzt einfach mal, weil das ähnliche Machart war. Es waren immer gerade so 5 Minuten Episoden und da ist dann eben der Dope war so ein Kiffer, der Ingo war, glaube ich, irgend so ein ganz normaler Typ und der Adi war halt so ein kleiner Hitler-Verschnitt. Komisch. Und Was die ein haben dann Zufall. einmal auf 5 Minuten haben halt dann auf 5 Minuten versucht, so schnell Geschichten zum Erzählen, wo sie so halt dann auch immer sehr über die Stränge geschlagen haben, habt ihr das nicht kennt? Waren Nein, ganz lustige überhaupt Episoden, sind nicht. aber nach Nein, dem, ich dem glaube, nach gar dem nichts. Erfurt-Anschlag-Attentat damals in der Schule, oder also nach dem Amoklauf ist das dann abgesetzt worden, das haben sie dann nicht mehr Ja, ausgestellt. aber das Also war dann- schuld. Und Ich Counter-Strike. wollte gerade sagen, das war damals schuld, ja. und- Diese 5 Minuten Dope, Ingo und Adi Show, die war schuld, dass einer durchtrat, sonst der Gesellschaft war es nicht. Nein, war's nicht. Nein, überhaupt nicht. Counter-Strike war schuld. Slipknot war noch schuld, meine, haben es damals Ja, auch. Ich glaube, Slipknot. das weiß ich noch, einen Bericht Slipknot. gesehen, wo es dann das Video von Left Behind haben sie dann gezeigt und haben gesagt, auf seinem PC wurden Lieder von der Band Slipknot gefunden und dann haben sie Left Behind den Ausschnitt vom kleinen Video, wo sie das Gehirn aus der Kreide und dann sagt, ja genau, das war so ist. Ich bei mir jetzt ein Gehirn schießen, wenn ich das 5 sehe. Minuten vorher hat er ein Marmeladenbrot gegessen, verbietet der Sauerkirsch, du
Ekelhaft. Ekelhafte Schnalle, du. Also in Po-Boogie-Woogie dann zum Beispiel. Der Po-Boogie-Woogie, meine Leck, der Fresse. aber- Po-Boogie-Woogie, den das war- darf ich jetzt gern hören. Ja, Ja, mach den Po-Boogie-Woogie. wir heben uns noch hoch und tanzen wir vielleicht noch im Abschluss. Ja, So- boah, das wird das Bild. Habt ihr das Katzenauge-Kind? Nein. Das waren so Ja, war das jetzt ein Einbrecher-Tanten. Meisterdiebin? Ja, ich glaube 3, oder? Oder waren Weiß es ich mehrere? nicht. Ich weiß nicht mehr genau. Weiß ich nicht mehr. Ich kenne es, aber hat mir aber auch nicht gefallen. Die waren auch scharf. Hat mir nicht gefallen. Die waren aber scharf. Das war nämlich schon ein bisschen, das war schon so Anime-Zeug. War schon, Und- aber mit Kamera bei da unten. Nein, weil die also haben so ein Spandex-Zeug gehabt. Ah, Hast du viel gesehen? ah. Aus einem Camel Toe. Ja, das ist wichtig. Ja, der war ganz wichtig. Was ganz ist dieser wichtig. Camel Toe für die jüngeren Zuschauer? Googelt's. Oder fragt seine Mom. Es ist auf alle Fälle eine gute Idee, ein Mann weiß, was ein Camel Toe Ja, ist. genau. Geht's einmal hin, fragt sie es, Ja, feiert euch ja nichts, passiert ja nichts. normal nicht, ne? Ja. Und vorher machst du einen Po-Boogie-Woogie dazu, das so als ein kleiner Einstieg. Jetzt haben sie die Stimmung auflockern, ja. So, dann darf ich vorschlagen, was ist? Die letzten Fragen. Was ist dein Lieblingsbösewicht aus einem Zeichentrick? Mein Lieblingsbösewicht. Ja. Boah, was ist denn das für eine Frage eigentlich? Ein Lieblingsbösewicht. Du hast ja gerade eine gesehen. Eine Serie. Mann, halt dich da drauf. So schwer kann es nicht sein. Du meinst die Mutter von Shin Chan? Die war echt einmal voll grantig, Ja, ja, die war wirklich tatsächlich sehr oder? Diese grantig. Mistratte. Vor allem jetzt spontan kein Lieblingsbösewicht jetzt. Was ist dein Lieblingsbösewicht aus einer Zeichentrickserie? Mein Lieblingsbösewicht aus der Zeichentrickserie, ich glaube, es ist fast aus Dragon Ball, als er jung war, der Piccolo. Das war damals ich werde den Kampf nie vergessen, wo er sich dann mit dem Kamehameha aus die Füße nochmal weggeschossen hat und wo er ihm durch den Bauch durchgeschossen ist. Und so. Das war Was ist dein Lieblingsheld aus dem Zeichentrick? mein Lieblingsheld aus dem Zeichentrick. Ja, das ist ganz einfach. Nein, ist nicht. Sag's nicht dann, wenn du so gescheit bist. Ich glaube, der Darkwing Duck, weil ich habe immer Darkwing Duck gespielt früher und deswegen ist der Darkwing Duck mein Lieblingsheld aus der Kindheit. Es war Kim Possible. Das ist okay. Das Was ist ist der ein- Bösewicht? Der Lieblingsbösewicht warten wir immer noch. Wir stehen Mann, so hör doch lange auf. nicht auf. Ja. Sag's auf. Was war denn der Bösewicht von Kim Possible? Sag's nicht einfach. Ich kann dann gar nicht mehr auswendig sagen, wenn ich nicht weiß. bist so Wie heißt scheiße. dann auswendig? Ja, ich hab den Scheiß nicht Weiß ich aber auch angeschaut. nicht. War das Ja, nicht das ein- komische Biber... Oh, leck, Biberbrüder. What, Biberbrüder, Alter! Boah, leck, Biberbrüder war wirklich grandios. Weltklasse. Grandios. Funktioniert Kennst heute du noch Biberbrüder? immer. Ja? Brutal. Kennst du Biberbrüder? Ich hab das mal gesehen, ja, aber ich kann da nicht viel dazu sagen. Es ist Wie traurig, immer. aber war wie immer. Ach, Florian. Irgendwann kommt dein Thema. Welches? Keine Ahnung. Der Onkel Werner war in jeder Folge Ich dabei. glaube, kein Thema. Sollen wir mal eine Folge über den Onkel Werner machen? Ja, genau. Dann Und über den Göttel. kann der Flo Geschichten aus der Kindheit verzeihen. Geschichten aus der Gruft von Werner. Ja, kann ich über diverse Sag endlich einen Lieblingsbösewicht. Mann, hör doch auf. Dann sagt der böse Chef von die Dinos, der Triceratops. Der böse Chef. Chef von Der war das. Jetzt habe ich gerade in sein Gesicht im Kopf, in seinem komischen, in seinem Bauwagen drin. seinem- und- Und dann hab ich mit dem Kopf um einen mit Ding seinem, in der Hand. mit seinem Hemd. Ja, gut. Und dein Lieblingszeichentrick. Mein Lieblingszeichentrick war doch Kim Possible. Immer noch Impossible. Kim Possible war, also Okay. ja, aber die Kassetten damals mit Benjamin Blümchenkehrt haben wir schon gehabt, Kassetten. aber das habe ich ja gern gesehen, aber das war dann irgendwann ziemlich schnell sehr schwul Ja, wurscht. und dann war es halt Kim Possible und typisch Andy. Die zwei, die nehmen sie nix. Also Kim Possible war eher zum Geiern Wenn's das dann und typisch Porno gibt Andy mit den war zwei? zum Geiern. Frage für den Freund. Dein Lieblingszeichentrick. Bei mir bleibt es Dragon Ball, weil damit habe ich die meisten Kindheitserinnerungen, wenn ich, wie gesagt, vor der Schule heim einen Rucksack ins Eckerl hinter Pfeffer, da RTL 2 geschalten und Dragon Ball angeschaut. Finde deine 7 Ja, und bei dir? Dragon Balls. Das war super. Bei mir, Ja. Anfangen mit Lieblingsbösewicht, Lieblingsheld, Lieblingszeichentrick, schnell und los. Da hat man zu lang. Ja. Was jetzt so lange drauf vorbereiten können. der Krang. Weißt du überhaupt Ja, nicht, ich wer wollte das gerade sagen, das ist ja super. Schaut ungefähr so aus wie er da. ist? Schaut ungefähr so aus wie jeder. Weißt du, wer der Krang ist? Nein. Nein, das ist der Oberbösewicht von den Turtles. Ah. Kennst Die du haben Turtles? Technodrom. Kennst du Turtles? Ja, Kennst du? aber Also ich sagen die bin Namen unentschlossen, ob es der Shredder oder der Krang ist, sag ich dir ganz ehrlich. Bin ich unschlüssig. So beide in Kombination irgendwie. Der Lieblingsheld ist schwierig. schon wieder. Ja. Weiß ich nicht. Oh, ja, Mag wir jetzt bleiben nicht- durch. Mann, es ist alles so eintönig, wenn ich jetzt sage Turtles, aber ich habe fucking Turtles einfach fucking geliebt. Dann sag einen von den Turtles. Michelangelo. Ich hab's gewusst.
Ein Blödmann halt. Immer. Natürlich ist der Blödmann. Oder Der der Oberblödmann. Raphael als Grantigen. Weil Man er- mag weil immer er einen so- Blödmann oder einen Grantigen. Das stimmt, ja. Oder man ist der Anführer, man mag einen Leonardo. Ein Splinte. Ja, oder Den alten Ratzen. Ja. Oder ein Casey, wie hat er geheißen? Casey Casey Jones. Der war cool, ja. Ich kann den Namen Und der Lieblingszeichentrick von damals. Fab. Muss ich fast. Nein, Ghostbusters muss ich fast sagen. Oh yeah. Okay. Ghostbusters war einfach geil. Da gibt es ein Beutel, das schicke war ich dir immer geil. noch. Vielleicht kannst du es noch einspielen. Das hat nämlich meine Kindheit dann zerstört, als ich mir Ghostbusters später noch mal angeschaut habe. Da ist, wie wird es geheißen? April? Nein, April war. April. Janine hat es geheißen vor die Ghostbusters. Ja. Die ist dann von so einem Geist eingeschlungen worden und dann haben sie da irgendein anderes Mittel als einen Laserstrahlen braucht. Dann haben die ihn vollgeschossen und dann habe ich da auf Pause gestellt und ein Foto gemacht, das schicke ich dir, vielleicht kannst du es einspielen. Da schaut sie mich einfach aus, als war der Janine gerade in einem Bukake vor die Ghostbusters gefangen gewesen. Und ist von oben bis unten voll mit weißen Schlätzen. Das hat so geil ausgeschaut. Der Slime hat eine ganze Arbeit geleistet. Ja, aber halt mit weißen Schlätzen, eben konkurrieren, das hat gut ausgeschaut. Tja, dann da ich sagen, fragen wir unsere Zuschauer und Zuhörerschaft, ihr könnt unter das Video kommentieren auf Spotify und so weiter, kennt ihr sowas nicht? Zuhörer. Aber Was es ist gibt euer? bewerten. Was? Stimmt. Ja. Oh Gott, Bewerten. bewerten ist wichtig. Bitte bewerten. Das ist ja immer gut, wenn man das ganz am Schluss sagt. Ja, weil daher die Da hören es die meisten und schlafen noch nicht oder haben überhaupt so weit gekommen. Was ist euer Lieblingszeichentrick? Held und Bösewicht? Der war alles drei, das ist in einer Serie sein, ist ja wurscht. Und dann sage ich, bedanke ich mich für Ihre Anwesenheit. Florian, du warst heute auch dabei. Ich war tapfer. Du hast tapfer auf die Uhr geschaut, du hast das ausgesessen, Press F für den Ja, Florian, ich wenn hab's ich mitmache. Schlägt seine kleine Schwester, mir so an den Kanter für sein, weiß ich nicht, sein Pogopuschel am Tätz und für den Lord Krang am Oh Kopf. ja, das ist ein Lord Frank. Und ich sag merci fürs Zuschauen, Like, Abo, den ganzen Scheiße nicht vergessen, jetzt verpisst euch. Habe die Ehre miteinander. Wiederschauen. So, jetzt drücken wir nochmal. Ich bin leer. Das war beschissen.